Jacke, sei ich benannt, und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Das sind wir wieder. Ja, ich habe damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass das letzte Video, das ich hochgeladen habe, nicht lange auf dieser Plattform verweilen wird. Brauchen wir auch nicht lange darüber diskutieren. Es ist vollkommen zu Recht. Ich habe vollkommen zu Recht eine Verwarnung gekriegt und das Video ist gelöscht worden. Ja, ich habe ja offensichtlich gegen die Terms of Service verstoßen. So, da gibt es ja auch keinen dran rütteln. Ich habe Rainer mehrfach als räudiger Hurensohn bezeichnet und das macht man natürlich nicht. Also, ich sehe das schon ein. Dass das nicht geht, den als räudigen Hurensohn zu bezeichnen. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendjemand auf die abstruse Idee kommen würde, Rainer so zu bezeichnen. Kann ich mir nicht. Moment, was ist. Oh, Scheiße. Ich glaube, irgendwelche Hacker haben gerade mein OBS gehackt. Irgendwas passiert hier. Was ist das? Was ist hier los? Oh, die ist aber erst 15, ey. Zu jung, viel zu jung, leider. Andererseits, wie heißt der gute Spruch? Es gibt nicht zu jung, es gibt nur zu eng. Sei mal klar. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, ob mir das Universum was sagen soll. Das ist sicher nur ein Ausrutscher von ihm gewesen. So. Es gibt sicherlich keine weiteren Gründe. Ja, für niemanden, der klar bei Verstand wäre oder ein halbwegs normales Moralverständnis hat, gibt es sicherlich keinen Grund, ihn als räudigen Hurensohn zu bezeichnen. Was ist denn hier schon los? Ich habe auch fette Pornos auf dem Handy, genauso wie deine Mutter, Alter. Oh, Rainer, du machst es mir aber nicht leicht, dich zu verteidigen. Ne, aber fest steht, auf YouTube darf man 10 Jahre lang sexistischen Schmutz verbreiten und andere widerliche Dinge, aber dafür kritisiert werden darf man nicht. Also, ja gut, kritisiert. Beleidigt werden darf man auf gar keinen Fall. Also wir dürfen unter egal was der Mann macht, ja, nichts rechtfertigt es, ihn einen räudigen Hurensohn zu nennen. Das möchte ich jetzt hier nochmal betont haben. Holocaust. Ja, ein Holocaust wäre natürlich eine richtig nice Sache. Oh, Rainer. Mensch. Du machst es einem aber auch nicht leicht. Naja, das jetzt als kurzes Vorwort nur soweit. Wie gesagt, ich werde Rainer in Zukunft nicht mehr einen räudigen Hurensohn nennen, weil das gehört sich nicht. Allerdings ist Rainer heute offensichtlich TikTok streamend durch Berlin gelaufen. Ich hoffe, er ist in den ein oder anderen Hundehaufen getreten mit seinen Flipflops. Oder Birkenstock oder was auch immer der da anhat. Es soll ja gut für die Durchblutung sein. Dementsprechend werde ich versuchen, natürlich mich heute ein wenig zusammenzureißen. Hockt euch her, Sammermeere, reißt euch eine Häube auf. Mir ging ja einer in unseren ruhmreichen Hummelzüchter. Ups. Alter, hier fliegen die Rosen. Ich war jetzt ein paar Mal in Berlin, ich habe keine Rosen fliegen gesehen. Ich habe Berlin, kreuzigt mich jetzt, ich bin halt Landei, aber ich habe Berlin eigentlich immer als relatives Drecksloch empfunden, es tut mir leid. Es gibt geile Locations in Berlin, man kann viel machen und so. Party machen ist da super. Aber easy nicht.
weiß nicht. Sommer geht noch, im Winter finde ich es super deprimierend. Wie gesagt, das liegt überall Hundescheiße rum. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Hunde herkommen. Da wird ein Foto gemacht. So. Rainer, gehst an der Mauer entlang. Die werden wahrscheinlich die Mauer fotografiert haben wollen, vor allem mit dem Graffiti, das da hinter dir ist, das relativ professionell aussieht. Die haben gewiss sich nicht gedacht, oh schau mal, das ist der Rainer, den müssen wir jetzt fotografieren. Aber da seht ihr im Übrigen, wie der Grünspan an der Öse von seinem Kapuzenpulli sich gebildet hat. Wie kriege ich denn das hin? Wie kriege ich denn das hin, dass sich Grünspan in diesem Ausmaß da dran sammelt? Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da an dieser Öse. Es sieht zumindest so aus, als wäre es Grünspan. Und bei ihm glaube ich auch, dass es entweder das oder das ist Schimmel. Der bringt auch Metall zum Schimmeln. Habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran. Ja? Wenn er sonst nichts kann, das kann er. Sachen zum Schimmeln bringen. Vielleicht sollte er noch irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Fachbezeichnung für Schimmelforscher ist. Keine Ahnung. Schimmelologe. Vielleicht kann er doch noch studieren. Oder er muss halt als Versuchsobjekt herhalten. So, wow, krass. Wir haben irgendwie 20 neue Pilzkulturen gefunden, die wir vorher noch nicht gekannt haben. Ja, nur in einer Schwarte. Ins Foto wollen wir ja nicht reinlaufen. Nein, Rainer, du bist da so zurückhaltender Mensch. Du würdest ja niemals irgendjemanden hier deinen kreisligen Grind in die Kamera halten. Zu dessen Displäsier. War echt cool hier. Ganze Fotos. Aber gut, perfektes Beispiel, ne? Ah ja, wir schauen den ganzen Schmarrn beim Spiegellord, der es wohl von den Anti-Mobbing-Guys hat. Ich verlinke den Schmarrn. Ladida, ihr wisst Bescheid. Die Paranoia kickt hier schon wieder. Also erst einmal dieses typische sich von unten da filmen, ja, weil klar, das Gewicht von der Kamera und das Gewicht von dem Arm, das kann man nicht noch, der legt den Arm halt einfach auf der Wampe ab. Ja, und die komplette Kraftanstrengung, ja, ist aufs Dahinwongeln, Schnauben und aufs Halten der Kamera. Ist mehr geht nicht. Ja? Und auch das geht nicht lang. Ja, da sind dann die Schwabbelärmchen werden dann langsam schwer. Wieder dieses von unten da ins Gesicht filmen, dass man, wenn die Kameraqualität nicht so urreidig wäre, könnte man ihm jedes Nasenhaar einzeln zählen. Dann das Geschnaube, das Umeinandergewongle und sich das permanente, sich paranoid umschauen, so, irgendwer tut mir jetzt da gleich was. Irgendwer, nur wegen mir, die sind hier Scotland Yard. Sind alle hinter ihm her. Nee, noch besser. Welcher Film war das? John Wick 2, wo dann rauskam, oder 3, rauskam, dass irgendwie jeder Mensch in New York offensichtlich irgendwie zu dieser Assassinengesellschaft gehört. So ein Ding ist das. Das sind alles Hater. Das sind alles Hater. Hier, der da drüben, der hat sich als Obdachloser verkleidet. Oh. Ah, Hacker. So. Mercedes-Benz Arena. Dankeschön. Das ist Qualitätscontent. Also ich fühle mich unglaublich unterhalten. Fühlt ihr euch auch unglaublich unterhalten? Ihr fühlt euch doch sicher unglaublich unterhalten. Ja. Und trotzdem schmeißen sie eben hier die TikTok-Barren da hinten nach. Ja, mit den Rosen und dem ganzen Graben. Die vollkommen hier Todeslosten. Auf das. Mit Kuchengeschmack untenrum. Der wongelt da rum, schnaubt ein bisschen. Mercedes-Benz Arena. Und weiter wongelt.
die nur auf einer Seite bemalt, die Mauer? Ich dachte, auf beiden Seiten. Nee, aber auf der Ostseite hatten sie keine Farbe mehr. Boah. Das ist mal ein großes Schild. Klein Wingel. Klein Wingel erforscht die Welt. Boah. Das ist ein großes Schild. Ist ein richtiges Monster, oder? Und auf der anderen Seite ist es doch, naja, okay, gut. Ein bisschen groß vielleicht. Leicht groß. Ja, Leute, das ist doch Grünspan da. Das kannst du mir doch nimmer verzeihen. Das ist doch Grünspan. So. Ach Mann. Ja, ist cool hier. Ja, das wäre auch schöner, wenn du da nicht wärst. Ich hoffe, irgendwer macht wieder so einen Zusammenschnitt. Ja? Nur von dem Geschnaube. Dem Geschnaube und den leeren Worthülsen. Oh, so. Oh, Der Chat, ich weiß gar nicht. Habe ich irgendwas eingestellt, dass ihr nicht schreiben könnt? Wenn ich nur das Gefühl habe, ihr könnt nicht schreiben. Nee, ich habe das Gefühl, du kannst nicht lesen. Das wird das Problem sein, Rainer. Oh Mann. Gerade mitten im Livestream, da wird man direkt erkannt. Okay, das ist dir so unangenehm, Rainer. Komm, geh hin und schrei ein bisschen. Das ist doch, was die Leute sehen wollen. Das ist doch dein Kanalkonzept. Geh hin und schreib's. Oh mein Gott, ich bin ja so bekannt, ich wollte nie so berühmt werden. Jetzt muss ich das Gesicht aus der Kamera halten, damit niemand sieht, dass ich wie eine mittelalterliche Jungfer erröte im Gesicht. Ja, gut, mittelalterlich von seinem Weltbild her und Jungfer, ja. Nicht ganz so geil. Ja. Aber das sind irgendwelche Mullen. Das sind irgendwelche Mullen, die ihn da erkannt haben. Und da reißt er sich jetzt zusammen und dann tut er so irgendwie, ich bin ja so verschämt. In der Hoffnung, da ist nicht ein Kerl, wenn er dabei wäre. Wäre schon wieder auf 180. 180 werden schon angesagt. Da wird er gleich wieder rüberschreien. Oh, wir filmen, verpiss dich, gibt's nichts Interessanteres. 100%. Ist das irgendeine Gruppe von Mullen. Haben ihn gerade erkannt. Oder er spielt das. Das kann natürlich auch sein. Hier so Kissenwurf-Style. Auch eine gute Möglichkeit, aber. Na gut, egal. Obwohl, das kann schon sein, dass ihn jemand erkannt hat. Ich höre Gelächter im Hintergrund. Jo, danke für den. Vorsicht, ich bin im Livestream. So. Ja, wie gesagt, latsche ich hier ein bisschen durch Berlin. Bin ein bisschen nervös, weil ich nicht gewohnt bin, bei so vielen Menschen live, während Menschen da sind, zu streamen. Ja, weil bei Mario im Keller ist nicht so viel los in Berlin, aber und in deinen anderen Verstecken auch nicht. Aber Rainer, wie kommst du nach Berlin? Er dachte, du bist pleite. Hm? Wo wohnst du in Berlin? Ist jetzt nicht die günstigste Stadt in Deutschland, oder? Wer bezahlt die ganze Scheiße, Rainer? Ja?
Das darf mich interessieren, weil du hast doch vor kurzem noch behauptet, dass du blitzeblank bist. Nix mehr, Schmalhands-Küchenmeister. Löcher in der Tasche. Nein? Ich weiß nicht, wie man als Pleitegeier nach Berlin kommt und dann in Berlin da so gut gelaunt durch die Gegend höpselt. Es gibt Leute, die pleite waren, nach Berlin gegangen sind, aber die haben dann keine Livestreamen gemacht, sondern die haben, je nachdem, welche Voraussetzungen sie noch gehabt haben, entweder am Bahnhof zu Schwänze gelutscht oder haben an der Brücke gewohnt. Wartet mal kurz. Wollt ihr ein Foto machen? Wartet mal kurz. Wow, macht er da echt jetzt Fanmanagement? Macht er da jetzt echt Fanmanagement? Wollen wir ein Foto machen? Rainer, was ist los mit dir? Haben die Rainer auf neue Medikamente eingestellt? Kann das sein? Haben wir jetzt da wirklich so, Herr Winkler, bitte, ich weiß mir nicht mehr zu helfen, nehmen Sie das. Wenn das nicht mehr hilft, dann wissen wir es auch nicht mehr. Muss die Kamera woanders hinhalten? Ja. Nicht so laut, ne? Sonst hört man euch. Will ja nicht, dass ihr irgendwie Probleme kriegt. Machen wir gleich, Leute. Schaut euch einfach mal den Himmel an. Ein toller Himmel, Rainer. Ja, ich bin ein bisschen breit. No shit, Rainer. Ein bisschen breit. Das ist wieder einer von diesen Euphemismen für massiv übergewichtig. Jawohl. Sehr schön. Danke. Massiv übergewichtig darf man sagen, oder? Wenn es stimmt. Grotesk fett hätte ich nicht sagen dürfen, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. YouTube wird es mir sagen. Kein Ding. Viel Spaß noch. Ciao. Eine Menge Leute unterwegs. So, schauen wir mal, was in der Mauer noch so alles rumguckt. Es ist immer noch dieses Schild im Hintergrund. Er wongelt und wongelt und wongelt und kommt keinen Schritt weiter. Was ist da los? Irgendjemand hat ihm 122 Lucky Pigs geschickt. What the fuck? Ich weiß zwar nicht, wahrscheinlich bleibt da nicht viel kleben, weil ich habe gehört, TikTok nimmt 70% von dem, was dir gespendet wird, geht an TikTok. Das ist schon sportlich. Also da bleibt ihm nicht viel kleben, klar. Wenn 70% an TikTok geht. Ich habe auch gehört, TikTok hat ich habe kein TikTok, weil ich bin ein alter Mann. Aber ich habe gehört, TikTok hat in den AGBs jetzt irgendwie auch was drin, dass die auf die Facecam zugreifen und eure biometrischen Daten speichern können, also das Gesicht und alles. Weiß nicht, ob das so cool ist, aber egal. Oh. Was macht man denn für ein bisschen Fame und 2-3 Cent Mitleidsbachende? Ich will mir überlegen, ob ich jemanden mit reinnehmen will als Gast, weil ich habe gerade keine Kopfhörer dabei. Das hat die letzten Male, wo du das gemacht hast, so richtig gut funktioniert. Richtig gut hat das funktioniert, da Leute mit reinnehmen als Gast. Und ja, und schon zweimal, wenn du keine Kopfhörer dabei hast. Aber wenn die Kopfhörer da rumlaufen, dann wird es halt auch wieder aussehen wie der hinterletzte Dulli. Und ich höre hier vermutlich auch nicht sonderlich viel. Das ist, weil du die Ohren seit 30 Jahren nicht mehr putzt hast. Anders mal nehme ich euch gerne mit rein, aber ich habe keine Kopfhörer dabei. Die liegen im Hotel. Und deswegen, wir lassen das mal. Da liegen die gut, Rainer. Im Hotel. Wer zahlt denn das Hotel? Ui, da ist ja eine Tür. Ich wusste gar nicht, dass da Türen drin sind. Boah, die Mauer.
Bitte, nein, Rainer, bitte halt einfach dein Maul. Halt einfach dein Maul. Was tragische Teile der deutschen Vergangenheit angeht, hast du dich zu oft in die Nesseln gesetzt. Heut einfach dein Goschen. Nichts, was du jetzt sagen könntest darüber, wäre irgendwie appropriate. Echt noch ewig weiterlaufen, glaube ich. Die Mauer 1989 gefallen, Rainer 1989 auf die Welt gekommen. Zufall wohl kaum. Da hat sich Schicksal gedacht, oh mein Gott, ja, hier, da müssen wir Deutschland eine neue Bürde auferlegen, jetzt wo die Mauer weg ist. So. Laufen wir wieder in die andere Richtung. Bisschen die Leute verwirren, welche mir folgen würden, wollen, könnten, möchten, sollten. Ja, du musst eine Taxikarte spielen und danach eine Tramkarte, aber da musst erst in drei Zügen musst du wieder aufdecken, wo du warst und wie du gefahren bist. Das sah auch ganz interessant aus. Oh, hier ein paar Fahrräder, die wohl irgendwie aus dem Wasser gezogen wurden. Ein bisschen schwierig. Ich versuche nämlich so zu streamen, dass möglichst wenig andere Leute im Bild zu sehen sind. Ich möchte ja niemand... Ja, dann würde ich aber nicht mitten im Stadtzentrum filmen. Wie wär's denn damit, Rainer? irgendwie in meine Scheiße mit reinziehen. Noch dazu, wenn da irgendwelche Leute hinten im Hintergrund rumgehen. Ja, wie willst du dir denn dann in deine Scheiße mit reinziehen? Meinst du irgendwie die Hater haben dann einen Draht zu TikTok und übernehmen dann deren gespeicherte biometrische Daten von den Passanten, finden darüber raus, wo sie wohnen und fangen dann an, die zu terrorisieren? So. Ich setze mich jetzt mal... doch, komm, ich setze mich da mal hin. Das ist so eine schöne Kante. So. Noch eins weiter runter. Und da hat man schon wieder das Schild gesehen. Die Mauer wieder an der einen Seite, dann wieder an der anderen Seite. Der läuft einfach bloß 20 Meter an der Mauer auf und ab und schnaubt. Großer Mann braucht eine große Kante. Ein fetter Mann braucht eine große Kante. Ein großer Mann kann auch auf einer schmalen Kante sitzen. So. Ich hoffe, ich sitze jetzt hier nicht irgendwo an einer Stelle, an der man nicht sitzen darf. Weil Rainer für dich da die überall Sitzverbot ausstellen. Weil es ist dem Gesamtbild, dem Stadtbild nicht zuträglich, wenn du da sitzt. Ja. Es schmälert das ästhetische Erlebnis der anderen Touristen. So rum. Also, für die es noch nicht mitgekriegt haben, ja, ich bin offensichtlich in Berlin. Nein. Gerade an der Mauer unterwegs. Schauen wir natürlich auch noch andere Sachen an. Es wird auch noch mehr Streams geben. Schauen wir mal, wie es läuft. Schauen wir mal, wissen wir noch nicht. Wenn wir es sehen, wenn der Hund geschissen hat, dann hat er einen Hausen gekriegt. Hier an der Stelle mal kurz angesprochen. Ich wollte eigentlich am Samstag einen Stream machen. Ich war Samstag nämlich noch nicht in Berlin. Es wurde von den Hatern aber natürlich mal wieder behauptet, dass ich in Berlin bin. Okay, das ist gelogen, Rainer. Du warst offensichtlich Samstag schon in Berlin.
Rainer, du bist offensichtlich Samstag schon in Berlin gewesen und jetzt irgendwann morgen oder sowas reist du wieder ab, deswegen machst du den Stream jetzt. Du wolltest am Samstag einen Stream machen, weil du gedacht hast, haha, die Hater, die wissen nicht, wo ich bin. Und die haben aber gewusst, wo du bist, das hast du mitgekriegt, dann hast du es bleiben lassen. Ja? Und jetzt, also diese offensichtliche Lüge. Ein wunderschönes Bild. Das ist ja fast noch besser. Das ist fast noch besser wie er hier. Ja, keine Ahnung, ich bin bei den Informationsdingern nicht mehr so wirklich drin. Ich hole meine Infos über den Spiegellord. Ich bin in keinen Telegram-Gruppen oder sonst irgendein Krampf. Höchstwahrscheinlich haben die Leute gewusst, dass er in Berlin ist. Und das hat er halt mitgekriegt. Und dann hat er es bleiben lassen mit seinem Streamen. Ne? Ja. Denn schaut euch das nochmals in Ruhe an. Warte mal, wir können mal hier die Einstellungen, Wiedergabegeschwindigkeit. Das setzen wir jetzt mal auf Hälfte runter, damit wir es schön genießen können. Let's go. Jetzt angesprochen. Ich wollte eigentlich am Samstag einen Stream machen. Dieses angestrengte, verkrampfte Gesicht. Dieses, oh, ich muss nachdenken, was für eine Lügengeschichte habe ich denn jetzt da eigentlich wieder zusammengereimt? Ich war Samstag nämlich noch nicht in Berlin. Der Winklersche Lügenblick. Ich war Samstag nämlich noch nie in Berlin. Ganz sicher nicht. Mama. Den Schokopudding, den hab nicht ich gegessen. Was riecht denn das so? Also ich hab nicht in die Hosen geschissen. Geben. Na, komm nochmal. Schauen wir mal, wie es läuft. Hier an der Stelle eigentlich am Samstag einen Stream machen. Ich war Samstag nämlich noch nicht in Berlin. So schön. Und die Grimasse jetzt hinten, um dann nochmal zu verdeutlichen. Das ist wirklich wahr, was ich euch da erzähle. Ich ziehe jetzt nicht wieder irgendeine billige Lügengeschichte aus meinem Arsch. Es wurde von den Hatern aber natürlich mal wieder behauptet. Auch dieses mit dem Kopf hin, natürlich mal wieder. Ja. Das ist dieses super genervte, verdammt, die haben es gewusst. Dass ich in Berlin bin. Geht. Das sieht aus. Ja, in diesen Puppen aus Five Nights at Freddy's. Das Five Nights at Freddy's Level der Schanze. Oh Mann. Ja, nee, ist klar, ist offensichtlich gelogen. Ja, es ist, alle Anzeichen sind da, sein ganzes Gesicht schreit, dass jedes einzelne Wort gelogen ist. Aber, ja. Nö, war ich nicht. Nö. War ich nicht. Lippen zusammenpressen. Ja. War ich nicht. Ich habe heute schon ein paar Fotos mit ein paar Wiederholt. Unnötiges Wiederholen. Leuten gemacht, heute früh gleich. Und jetzt gerade schon wieder. Und ja. Schnelles Thema wechseln. Du warst doch gerade dabei, dass du am Samstag noch nicht in Berlin warst. Also ich habe heute früh Fotos gemacht. Ja, das hat auch mit dem Thema nichts zu tun. Wird vermutlich auch nicht das letzte Mal sein, sobald ich hier ein bisschen bei Leuten rumlaufe oder so. Wieder ein Schnörres. Cowboyhut. Eine Mütze, vielen Dank. So, ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall durchaus sehr interessant. Berlin ist unglaublich groß. No shit, Rainer.
für mich als kleines Dorfkind mit 45 Einwohnern ist es natürlich... Rainer, du hast keine 45 Einwohner. Es würden 45 Einwohner reinpassen in dich, aber so reidig ist keiner. Ne? Der korrekte deutsche Satz hätte gelautet, ich aus einem kleinen Dorf mit 45 Einwohnern. Nicht ich als Dorfkind mit 45 Einwohnern. Das ist vollkommen... Okay, ich weiß nicht, ob er seine Bandwürmer mitzählt oder nicht. Aber ja, ein paar Bandwürmer und ein paar Flöhe. Kommen wir schon auf 45 Einwohner. Auf Mount Rainer. Ne? Das ist übel. Aber ich denke, ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, was ich jetzt heute noch mache. Vielleicht heute Nachmittag noch mal einen Stream, ist aber noch nicht versprochen. Ich danke euch auf jeden Fall für die Unterstützung. Rainer, du bist nach Berlin gefahren. Offensichtlich ohne eine Ahnung zu haben, was du da machst. Heute bin ich heute in Berlin. Und dann werde ich irgendwas machen. Vielleicht noch einen Streamen. Aber vielleicht mal das, was ich sonst immer mache. Irgendwie mir im Hotelzimmer auf irgendwelche komischen grenzpädophilen Animes einschleudern. Ich wollte ein paar Sachen noch loswerden, wenn ich jetzt hier schon mal rumsitze und gerade Zeit habe. Lass krachen, Rainer. Zum Beispiel wollte ich loswerden die Aussage, ich hatte ja in meinem letzten Livestream mich darüber aufgeregt, dass ich keine Kohle mehr habe und dann mal unterkommen und... Ja, was offensichtlich gelogen ist, weil hier so ein Kurztrip nach Berlin mit Hotel mehrere Tage als Arbeitsloser, weiß ich nicht. Aufgrund von Hatern und Kohlemangel und so weiter in keinem Hotel und so weiter mehr unterkommen. So, die Hater haben daraufhin mein Hotel wieder mal gefunden und geleakt. Rainer, die haben das Hotel vorher schon gefunden. Die haben dich da in Ruhe gelassen. Nur als du wieder angefangen hast zu betteln und zu sagen, ich hab gar kein Geld und ich muss auf der Straße schlafen, wegen die böse Haters. Bitte gebt mir Geld. Da haben sie gesagt, Moment, Rainer, das stimmt so nicht. Wir wissen nämlich, dass du seit geraumer Zeit in diesem 4-Sterne-Hotel mit Spa-Bereich und Gelumpenduns für, ich glaube, 170 € die Nacht oder waren es 150 € die Nacht wohnst. Das wissen wir. Ist Bullshit, was du da gerade erzählt hast. Und das hatten wir schon mal vor ein paar Monaten, die Situation. Dass du in irgendeinem Hotel untergekommen bist und man hat es gewusst, wo du warst und man hat es nicht veröffentlicht und man hat dich da in Ruhe gelassen, weil man gedacht hat, hey, solange der nichts macht, ja, brauchen wir auch nichts machen. Dann bist du gekommen und hast gesagt, oh, ich muss im Wald schlafen, weil ich habe ja kein Geld mehr wegen die blöse Haters. Und dann hat es wieder geheißen, ja nee, wenn er so eine Scheiße erzählt und dann vielleicht noch tatsächlich den einen oder anderen Dummen findet, der dann sagt, hey komm, hier hast 200 €, damit du heute Nacht irgendwo pennen kannst, ja, und sich dann ins Fäustchen lacht, veröffentlichen wir lieber, dass er sehr wohl eine Bleibe hat. Und zwar eine gar nicht schlechte, relativ teure Bleibe. Dass er hier wie König in Frankreich im Hotel gastiert. Der feine Herr. Das ist der Punkt. Die wussten das vorher schon und haben es erst dann veröffentlicht, um Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, der lügt euch an, der ist nicht pleite, gebt dem bloß kein Geld. Und ich kann wieder nicht verstehen, wie man ihn hier als resoluten Hubschrauberpiloten bezeichnen könnte. Franzose. Haben daraufhin mein Hotel wieder gefunden und geleakt und dann wurde rumposaunt, Drachenlord, keine Kohle, schläft aber im 4-Sterne-Hotel. Ja. Jetzt kommt wieder eine Lüge. Ich muss ja im 4-Sterne-Hotel, weil alle anderen nehmen mich ja gar nicht mehr. Bullshit, Rainer. Bullshit. Geh irgendwo ins hinterletzte Loch irgendwo an der polnischen Grenze, such da irgendeine Pension für 30 € die Nacht und halt die aufgeschwollenen Füße still. Punkt.
Und hör auf zu behaupten, du hättest kein Geld mehr, während du im 4-Sterne-Hotel pennst. Ich kann es mir nicht leisten, permanent im 4-Sterne-Hotel zu pennen und ich arbeite. Ich könnte schon wieder, aber ich darf mir wieder nicht beleidigen, weil ansonsten bin ich ja wieder böse und dann werden wieder meine Videos gelöscht. Ich muss in einem 4-Sterne-Hotel schlafen, zumindest in meiner Ecke unten, weil... Rainer, du hast keine Ecken, du bist rund. mich andere Hotels nicht mehr nehmen. Das ist gelogen. Ich komme in einem normalen Hotel nicht mehr unter, weil 4 Sterne... Rainer, du sollst in eine Pension gehen oder dir vielleicht eine Wohnung suchen oder in irgendeiner Sozialwohnung ziehen oder dich darum kümmern, dein scheiß Leben auf die Kette zu kriegen, so wie du es angekündigt hast. Du hast gesagt, ja, ich muss schauen, irgendwie mein Leben wieder in den Griff kriegen. Bla bla bla. Scheißdreck. Alles Rotz. Da sitzt er wieder, weil Januar ist, Qualitätsoffensive. Ich bin ja doch eigentlich ein Social-Media-Star. Und los geht's. Ab ins Hotel. Weil mich nur die 4-Sterne-Hotels aufnehmen. Ne? Oder teilweise nicht mal mehr diese. Wartet mal kurz. Gehen Sie ja ins 5-Sterne-Hotel. Sehr wurscht. Rainer hat das auf der Stirn, das darf ich mal untersuchen lassen. Kurz mit dem Snitch. Servus. Hallo. Hallo. Ich habe leider keine Kopfhörer dabei. Ich verstehe dich wahrscheinlich recht schlecht, weil hier ist es sehr laut. Okay, wo bist du denn? Ja, doch, das geht sogar. In Berlin. An der Mauer. Okay. Und warum ist das da sehr laut? Autos? Weil es Berlin ist. Keine Ahnung, wer das jetzt ist. Da drücke ich es mal anders aus. Es ist für meine Verhältnisse laut. Weil viele Ich Autos. komme auch vom Dorf. Weil viele Menschen, viele Autos, viel gut Schiffe oder Boote fahren jetzt hier keine vorbei. Weil auf der anderen Seite ist ja. Aber trotzdem. Was hast du vor in Berlin? Eigentlich Urlaub. Aber naja, seit wann kann ich Urlaub machen? Ich arbeite ja trotzdem. Rainer, du machst seit 10 Jahren Urlaub. Oder Anfang 2013 war das letzte Mal, wo er dann noch bei irgendeiner Zeitarbeitsfirma kurzzeitig angestellt war. Und seitdem hast du permanent Urlaub. Nix harte Arbeit, der Zettler. Das sieht man ja hier auch mit dem Livestream. Wieso, was ist denn das? Also bist du jemand oder was? Ich habe jetzt einfach mal irgendwie, ich wollte mal jemand Fremdes, jemand Fremdes matchen, den ich noch nicht kenne. Du kennst mich gar nicht, okay? Nein. Drachenlord schon mal gehört? Nein. Alter, diese Arroganz. Ich weiß jetzt nicht, ob die ihn tatsächlich nicht kennt, ob sie gerade verarschen will. Wahrscheinlich ist zweiteres, dass sie ihn verarschen will. Aber dieses, wie, du weißt nicht, wer ich bin. Drachenlord, klingelt's da vielleicht bei dir? Da will man doch schon wieder eine Schellenparade spendieren. Mit Blasmusik und Schnupftabak. Alter Schwede. Noch nicht? Nein. Alles gut. War viel in der Zeitung und in den Medien, vor allem in der letzten Zeit, deswegen habe ich mich gewundert jetzt. Ja, du warst so viel auf Pornhub und hast dir Dinge in den Arsch gestopft. Warum flexen da nicht damit? In den Zeitungen, in den Medien, auf Pornhub, da habe ich mir so einen 30 cm schwarzen Luan in meinen grotesken Fettarsch gestopft. Ja, bis alle Leute gekotzt haben. Hier in 3 verschiedenen Städten sind die Kläranlagen übergelaufen vor lauter Kotzerei. Nur wegen mir. Ich bin der große Drachenlord. Ich bin der meistgehatetste, meistgehassteste und meist angekackteste Gehassteste, Alter. von allen. Nicht dein Ernst. Angekackt hast du dich selber. Streamen, doch. Echt? Zumindest- Warum? Was machst du denn Böses? Und nein, du bist nicht der meistgehasste von allen YouTubern. Erstens bist du kein YouTuber mehr. Und zweitens gibt es international noch Leute, die noch mehr gehasst sind wie du. Ich habe bei Just Nero das letzte Video gesehen. Hier, es gibt eine weibliche amerikanische Variante von Rainer. Die würden super zusammenpassen, glaube ich. Die würden ja sogar noch besser zusammenpassen wie Rainer und Aline Bachmann. Also,
Match made in heaven. Das einzige Problem ist, er ist vorbestraft und wird nicht in die USA einreisen dürfen. Die müsste zu ihm kommen. Aber es ist ihm sowieso immer recht. Er will ja immer, dass die zu ihm kommen, die Mullen. Ja, am besten übers Wochenende. Und dann knickknack. Ja. Zumindest in Deutschland. Und ich glaube, mein Fall ist, so unglaublich es sich das anhört, tatsächlich sogar weltweit einzigartig. Auch wenn ich mir Nein, guck dir das letzte Video von Just Nero an. Im Übrigen, Rainer, du hättest ja die letzte Zeit schon, also keine Ahnung, die letzten Jahre schon ganz viele Videos vom Just Nero anschauen müssen. Einfach hier anschauen, einwirken lassen und dann sich denken, boah, das könnte man ja ändern. Ah, was? mich nicht ganz, obwohl ich auch nicht ganz sicher bin. Okay, was hast du denn verbrochen? Wo fangen wir an? Gefährliche Körperverletzung, sexuelle Belästigung, nochmal gefährliche Körperverletzung, seine Bewährungsauflagen nicht erfüllt. Vermutlich, dass ich am Leben bin. Nee, ich habe mal Aussagen getroffen, die halt viele Leute nicht gepasst haben und ich habe mich dann auch dafür entschuldigt oder habe die falsch verstanden wurden, auch anders auch versucht aufzuklären und wieder anders wiederzugeben, wie sie ursprünglich gemeint waren. Und viele Aussagen wurden einfach von mir aus dem Kontext gegriffen, wo ich mich zum Beispiel... Schwierig. Schwierig, da kriege ich schon wieder Hasslatte. Über Thema Nationalsozialismus mit Leuten unterhalten habe im Livestream, wurde dann einfach rausgeschnitten und irgendwas und zusammengefügt. Und ich habe dann im Prinzip sowas gesagt wie, ich bin kein Nazi und am Ende kam raus, ich bin Nazi, so ungefähr. Du bist einer. Ah, ich verstehe. Ja. Schön, dass ich den Scheißdreck vorher nochmal eingeblendet habe. Das ist auch Knorke, ist doch das. Das ist doch supi. Wollt ihr es nochmal sehen? Hab ich's nochmal. Also. Da ist er. Holocaust. Ja, ein Holocaust wäre natürlich eine richtig nice Sache. Ganz gemein zusammengeschnitten ist das gewesen. Ja, das ist ja heimtückisch gewesen geradezu. Ja, und er hat offensichtlich gesagt, ich bin kein Nazi und rausgekommen ist durch die unglaubliche Schnittkunst der Hater, ist der Holocaust wäre eine nice Sache. Das ist ja unfassbar. Also diese Hater, das sind schon Füchse. Da muss man schon sagen, ey, lecco mio. Ja, wie man aus Ich bin kein Nazi den Satz rausschneiden kann. Respekt. Ja. Genau, aber die haben das halt so aus dem Kontext geschnitten, dass es dann halt quasi so ausgesehen hat, als hätte ich das gesagt, dass ich einer bin, obwohl ich das nicht bin. Oh, okay, ich mein, und in Wahrheit bist du ein afrikanischer Chinese. Ja, könnte man es meinen, ja. Ja, jedenfalls, okay. dass mich halt Leute einfach anders darstellen, wie es ist. Ich habe auch Aussagen getroffen, die scheiße. Es gibt Leute, die dich anders darstellen, als du bist, das ist richtig. Ja. Namenhaft sind es so Leute wie der Sascha Lobo, die ganzen anderen Kasper irgendwie da vom Spiegel. Oder auch die Nordbayern-Trollos. Das sind Leute, die stellen dich anders dar, als du bist, das ist richtig. Und das halte ich auch für höchst verwerflich und da sollte man irgendwie auch mal was dagegen tun. Das gebe ich auch zu, dafür habe ich mich auch entschuldigt mehrfach. Nein, du hast dich im ganzen Leben für noch gar nichts niemals entschuldigt. Du hast immer gesagt, ja, soll ich jetzt sagen, dass es mir leid tut? Oder ich kann ja nicht mehr sagen, als dass es mir leid tut. Oder tut mir leid, aber ich bin nicht derjenige. Das sind halt keine Entschuldigungen. Eine Entschuldigung besteht aus, ich habe Scheiße gebaut, es tut mir fürchterlich leid, Punkt. Ende. Das ist eine Entschuldigung. Ist gar nicht so schwer, sollst du mal ausprobieren. Es gibt Sachen, die man im Zorn sagt oder die man einfach, weil man in dem Moment aggressiv ist oder so sagt. Ja, oder vielleicht auch, weil man hageldumm ist. Kann auch sein. Also jetzt hypothetisch gesehen. Und die dementsprechend dann natürlich gar nicht so gemeint sind, wie sie eigentlich gesagt wurden. Und dann entschuldigt man sich im Nachhinein, aber es hilft halt nichts oder so. Oder dass einem Sachen rausrutschen, die man tatsächlich so meint und die aber man danach merkt, so, dass die in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so gut ankommen.
Ja. Aber es hat nicht geholfen und es ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, warum ich da von Leuten gehatet werde. Ja, okay. Und Rainer, du wirst von Leuten gehatet, weil du einen ganz ekelhaften Charakter hast. Das ist die Kurzfassung davon. Deswegen wirst du gehatet. Ja. Weil du ein rigoroser Hufeisensammler bist. aber letztendlich bist du ein ganz lieber, ja? Das weiß ich nicht. Das müssen andere beurteilen. Ja, aber sag mal. Rainer, seit 10 Jahren beurteilen das andere und du sagst, alles Hater, die wissen überhaupt nichts. Ich bin nicht derjenige. Seit 10 Jahren sagen dir die Leute das. Und jetzt sagst du, das müssen andere Leute beurteilen. Das tun sie. Nur weil die Beurteilung nicht passt, heißt das nicht, dass sie nicht akkurat ist. Soll ich mal gucken? ich würde sagen, ich bin ein vernünftig freundlicher Mensch. Okay. Was gucken? Ob du Vernünftig freundlich. Ich muss schon wieder Pause machen, 1 Sekunde. So, dann schauen wir doch nochmal. Okay. Warte. Ich würde sagen, ich bin ein vernünftig freundlicher Mensch. Ja? Würdest du das? Würdest du sagen, dass du ein vernünftig und freundlicher Mensch bist, Rainer? Ich habe keine Ahnung, wie schwer es ist, es durchzuhalten. Halt deine Fresse! Das super vernünftig und freundlich, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob es noch vernünftiger wird. Ach, was tue ich jemandem weh? Keiner von euch hätte die Stärke, die ich brauche. Kann aber das nur einen Tag, geschweige denn 6 beschissene Jahre aushalten. Und doch. Ich weiß nicht, das hört sich für mich überhaupt nicht nach einem vollkommen außer Kontrolle geratenen Psychopathen an, sondern es ist ein sehr vernünftiger, freundlicher Mensch. Ja? Unser Reinerle ist der vernünftigste, freundlichste Mensch auf diesem Planeten. Okay. Was gucken? Ob du lieber bist. Was? Ja, wenn du magst, kannst du gerne mal legen. Weiß nicht, Also wie das. Ich guck da so rein. Also ich mache mir erstmal selber ein Bild, weißt du? Also bevor ich kenne auch den einen oder anderen Prominenten und ich mache mir immer selber gerne ein Bild, weißt du, bevor ich hier kommen 80.000 Nachrichten rein, aber das juckt mich nicht, weißt du? Ja, das ist auch immer nicht verkehrt. Ich sage auch immer, jeder soll sich eine eigene Meinung bilden. Ich sage auch mal, immer google gerne mal meinen Namen, Rainer Mach das mal. Bitte, mach das. Winkler oder eben Drachenlord. Da wirst du sehr viele Sachen finden, ne? Aber nicht alles davon ist natürlich real. Ja, die Sachen, die du verbreitet hast, sind meistens gelogen gewesen. Der Rest ist schon ziemlich real. Weil wir wissen alle, die Realität ist nicht dein bester Freund. Viele Sachen sind real, aber eben falsch wiedergegeben. Oder Das stimmt nicht, Rainer. Ja. Sachen sind real, aber für die habe ich mich entschuldigt. Das stimmt auch nicht, Rainer. Der Winklersche Lügenblick. Ganz unterschiedlich. Hm. Genau. Also, Okay. ich bin der Meinung, man sollte seine eigene Meinung bilden. Ja. Rainer, das haben viele Leute gemacht und all diese Leute sind zur gleichen Meinung gekommen. Hm? Dass du ein riesiger Hummerfischer bist. Okay. Es sitzt hier jemand mit Musik. Weiß nicht, ob man es hört. Wollen wir eine Runde matchen? Ich habe wahrscheinlich eh keine Chance gegen dich, aber ich klaue dir jetzt erstmal das Plus. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das müsstest du mir erstmal erklären. Also unten sind die Boxhandschuhe und du musst einfach annehmen. Pass auf, drück jetzt drauf. Aber wird das jetzt hier so ein Battle? Diesmal ist es nicht mehr Battle Metal, es ist Battle. Ja. Es wird um die Wette gebettelt. In einem Battle. Ich höre schon auf, Battle zu sagen. Und du nimmst jetzt einfach an. Okay. Genau, und jetzt geht das Match los. Guck mal, gleich zack, bei dir explodiert das. Wahrscheinlich hast du viele Leute da drin, oder? Ich habe
Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wie das funktioniert. Oben rechts, wenn du oben rechts diese Zahl, die da steht, oben rechts steht, wie viele Leute du drin hast. Jetzt sehe ich das gerade, ja. Ja, ich habe ja auch 129.000 Follower oder so. Ehrlich jetzt? Was machst du? Du willst das nicht wissen. Also, wenn du keine Haterin bist, bitte öffne diese Box der Pandora nicht. Das ist mein zweiter. Deinem eigenen Seelenheil zuliebe. Das ist mein zweiter TikTok-Account. Mein erster hatte über 300.000. Ach, du ahnst nicht. Okay, gut. Und mein YouTube-Account hat so und so viel 1000 Abonnenten gehabt. Ja, hier mit Abos flexen. Check. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir schon 20 Mal Bingo für die Leute, die immer fleißig mitspielen. Übrigens, ihr seht hier der zweite Zahn, praktisch der spiegelverkehrt. Wir haben ihn schon seit einiger Zeit unter der genauen Beobachtung. Diese schwarze Ecke, die wird immer größer, der komplette Zahn ist schon ganz... Oh, der sagt bald Metal off, würde ich sagen. Also, wenn er da irgendwas Härteres isst, wie, keine Ahnung, Kartoffelbrei oder so, dann wird dieser Zahn sich verabschieden. Ich bin gespannt, ganz ehrlich, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie er das dann wieder den Hatern in die Schuhe schieben will. Wahrscheinlich ist dann so, ja, ich habe einfach die letzten Jahre, ich habe keine Möglichkeit gehabt, mir die Zähne zu putzen, wegen die Haters, weil ich habe nicht einkaufen fahren können, wegen die Haters. Und deswegen halt keine Zahnbürste mehr gehabt oder so. Irgend sowas. Am Ende sind wir wieder schuld. Also ist sicher wie Samen in der Kirche. Aber du kleiner Verbrecher. Ja, ich mache das aber ja schon seit... Moment! Alles gut? Fotografieren. Aber ich mache das ja schon seit... Nee, da wollte gerade jemand ein Foto machen von jemandem und deswegen bin ich da vorbeigehuscht. Ja, okay. Ich mache das ja schon seit... YouTube mache ich seit 12 Jahren. Rainer, du machst kein YouTube mehr. Du hast keinen YouTube-Kanal. Ich hoffe, du kriegst auch nie wieder einen. Oder habe ich 12 Jahre gemacht. Aktuell habe ich keinen Account, weil er schön, dass du es wenigstens sagst. wegen irgendwas gesperrt wurde. Wegen irgendwas? Wissen wir überhaupt nicht. Können wir uns überhaupt nicht ausdenken, warum das sein könnte. Keine Ahnung. Wegen irgendwas. Ich weiß nicht, da ist irgendwas gewesen. Das ist wie wenn ich jetzt am Anfang von dem Video gesagt hätte, ich weiß nicht, wegen irgendwas ist mein letztes Video gelöscht worden. Ich kann es ja überhaupt nicht sagen, warum, ja, weil ich bin ja nicht derjenige, der ihn wüst beschimpft hat. Ja. Da bin ich am Klären. Aber ich mache YouTube seit 12 Jahren und habe seit 10 Jahren Hater. Und wie kriegst du das so vereinbart mit dir selbst? Also macht dich das nicht fertig irgendwann? Oder kannst du da gut drüber stehen? Haben sich viele schon gefragt. Ja, aber die haben alle nicht die Stärke, die es braucht. Seht ihr, das ist dasselbe Bild jetzt schon wieder. Der läuft hier einfach 20 Meter vor dieser scheiß Mercedes-Benz-Arena an der Mauer rauf und runter. 70 Zuschauer. Hochkrempeln. Haben sich schon viele gefragt, aber ich komme damit eigentlich klar. Wobei man dazu sagen muss, dass viele mich halt angreifen und Leuten dann... Danke für eure Likes und eure Spenden, meine Liebsten. Ne? Danke, Christian. Christian, die hätte ich gerne noch Socken geschickt. Du, das ist dein Gewinn gewesen. Aber du willst, glaube ich, nicht, ne? Das Problem ist, dass ich aufgrund dieser Leute mittlerweile kein Zuhause mehr habe. Das Video wird bald schon wieder gelöscht. Ich weiß nicht, wie lange ich mich noch zusammenreißen kann. Ja, wegen den Leuten kein Haus mehr. Nein, Rainer, das Haus verkauft. Du hast die Leute, die da schuld dran sind, dass du kein Haus mehr hast, ist die Gemeinde, die das Haus gekauft hat und du, der das Haus verkauft hat. Da hätte er gar nichts damit zu tun. Aber überhaupt nichts. Du hast missgewirtschaftet und hast das Haus nicht mehr erhalten können. Punkt. Und du wolltest ja einen kleinen blauen LKW kaufen. Wie so ein kleines, dummes Kind.
Das glaube ich dir. Also aufgrund deiner Erlebnisse, das ist schon heftig. Ich habe mein Wir Haus brauchen verkauft. 31 Geschenke. Oh mein Gott. Wird immer unten eingeblendet, das hast du wahrscheinlich hingekriegt. Du bist ja schon bei 5000 Punkten. Ich finde es schade, dass man das hier jetzt gerade nicht sieht. Ja, das ist da nicht irgendwie normal dann oben so ein Balken, wer gerade in Führung ist. Okay, Hier nee, unten wird eingeblendet, was du brauchst. Ja, ich höre dir zu. ich achte bloß drauf, wenn hier Leute Fotos machen, dass ich nicht mitten in die Fotos reinrenne. Ja, dann würde ich halt nicht permanent an der Mauer auf und ablaufen, du Dulli. Es ist ja unglaublich. Ja, ich stelle mich mal vor die wichtigste Sehenswürdigkeit in ganz Berlin. Und aber ich will unbedingt nicht, dass ich bei irgendwelchen Leuten auf die Fotos draufkomme. Ja, du, dann stell dich doch beim Cotti aufs Scheißhaus. Da fotografiert dich keiner. Zumindest nicht, solange du noch lebst. Der Gerichtsmediziner, der fotografiert dich dann irgendwann. Aber so unangenehm, dass mich hier die ganzen Leute fotografieren. Alter Schwede. Ja, ich merke das schon. Ja, ich krieg sowas leider nur sehr selten mit, weil bei mir geht der Chat ja zack, 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 zack. Mhm. Danke, Ich kann auch Christian. nicht lesen, weil es so viele Leute sind. Nee, du kannst nicht lesen, weil du nicht lesen kannst. Ja. Naja. Ja, und sonst? Was machst du sonst so auf TikTok? Ja, also ich lege Karten hier. Also ich gucke für die Leute, die ein bisschen, was nicht, Bedarf haben, lege ich Karten. Okay, cool. Ja, ich finde es auch immer ganz cool, so zwischendurch mal. Schaut mir das auch immer ganz gerne an. Aber ich bin auch nicht skeptisch, was sowas angeht, aber ich denke mir auch immer so ein bisschen, ob das so hundertprozentig immer hinhaut. Ich finde sowas dann nicht zwischendurch. Aber es gibt halt auch Leute, die das. Hast du eine Frage? Soll ich mal gucken? Wenn du Ja. Bin ich derjenige? Ja. Bin ich nicht derjenige? Nein. Irgendwann meine Zukunft. Ich habe hier Tod durch Herzkasperl, Herzverfettung. Ja? Arterien dicht. Habe ich gelegt. unsicher bist, nicht. Nur wenn du dir sicher bist. Ich stelle dir quasi eine Frage und für die Frage legst du dann die Karte, oder was? Ja, genau. Ich muss aber wissen, wie alt du bist. Wie heißt du? Rüdiger, heißt du? Rainer. Rainer. Ja, das muss eine Haterin sein, oder? Das muss eine Haterin sein. Rüdiger. A-I-N-E-R. AI, ganz wichtig. Okay, Rainer, und du bist wie alt? Warte mal. 5. Vom Intellekt her. Oh, laut. Ja. Wie alt bist du? 33 bin ich jetzt aktuell. Okay. Und was hast du für eine Frage? Ja, keine Ahnung, wie es in den nächsten 5 Jahren bei mir läuft. Nicht, Rainer. Es läuft nicht. Und du läufst auch nicht. Und in 5 Jahren bist du tot. Da bist du mausetot, wenn du so weitermachst. Entweder das, oder du bist wirklich immobil und liegst irgendwo auf irgendeiner riesen Futon, ja, und musst dich wie Bart Simpson ein Ding mit einem Bestock, mit einem Lappen drum waschen. Entweder das oder liegst in der Kiste. Wenn das Nee, geht, so weit gucke ich nicht. Ich gucke jetzt einfach mal in die nächsten 2-3 Monate. Meinst du jetzt finanziell bei dir läuft oder allgemein, weiß nicht, ob das geht. allgemein? Okay, ja. Ich guck mal, was die Karten mir sagen wollen, ja? Jo. Komisch, ich habe hier nur Karten im Deck auf einmal. Ganz auf magische Art und Weise sind hier nur noch Tod und Misserfolg drin. Bin ich gespannt. Also du hast bestimmte Wünsche und Sehnsüchte, aber die geistige Welt, die schickt dir noch ein paar Hürden. Also mir liegen ja noch eine große Blockade oder eine große Herausforderung, die auf dich zukommen wird, wo du halt wirklich... Der Rainer, der alte Hürdenläufer.
die Krallen ausfahren muss. Also du musst da wirklich... Keine Sorge, die sind schon lange ausgefahren. Google. Liebe Frau, googeln Sie doch einfach mal nach dem Gerichtstermin letztes Jahr im März. Da waren die Krallen aber sowas von ausgefahren. Ich schau mal, vielleicht finde ich die ausgefahrenen Krallen noch. Letztens noch irgendwo da. So, nochmal das Ganze. du halt wirklich die Krallen ausfahren musst. Also du musst da wirklich, da ist deine Stärke, deine Wohl, Die Krallen ausfahren. Bäm, das sind sie. deine Krallen ausfahren musst. Also Ah, schön. Also du musst da wirklich, da ist deine Stärke, deine Wohl, deine Stärke, dein Willen und deine Durchsetzungskraft gefragt. Also du wirst auch in Zukunft noch deine Krallen ausfahren müssen, weil es so weitergeht, ja. Also mir liegt hier aber eine kurze, kleine positive Zeit, ja. Und wenn du möchtest, dann sollst du... Kurze, kleine positive Zeit, das heißt, wenn er wieder im Hotel ist, erstmal Pornhub aufsuchen. Also mir liegen hier Veränderungen, die anklopfen und die sollst du in dein Gedächtnis holen und Veränderungen klopfen an. Ist der Concierge vom Hotel. Herr Winkler, Sie müssen ausziehen. die darfst du gerne zulassen, auch was in Bezug auf die Wunscherfüllung angeht, ja. Mir liegen hier aber, dass von außen da noch einige komplizierte Menschen auf dich zukommen und vor allem auch Männer. Oh je. Also genau das, was ich erwartet hatte. Ja. Da geht es nur noch aber die Themen werden sich öffnen. Mir liegt hier auch eine... Was hat der da eigentlich für Pseudobiker Straßenstricher-Handschuhe an? Kann mir das mal einer erzählen? Eine Frau drin. Also eine Frau, die auf dich zukommen möchte, die wieder bei dir Stabilität ins Haus bringt. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Die gute Frau, der hat aber gar kein Haus. In welches Haus soll sie denn die Stabilität bringen? Ist fast ein Jahr zu spät. Die letzte Stabilität von der Schanze, die hat das Abrisskommando zunichte gemacht. Ja? Wie lange müsst ihr noch warten? Ja. Hört sich auf jeden Fall interessant an, ja. Ja. Na gut. Das hört sich nach gequälter Scheiße an. Die Wurstfinger da aus diesen Handschuhen rausgepresst. Gut. Ich würde dann mal langsam Schluss machen, weil ich wollte jetzt noch irgendwas Mach erledigen. das. Du hast auf jeden Fall gewonnen, das Match. Mit 8.374 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. So, Dankeschön. bis dann, ne? Ich schmeiß dich jetzt raus. Du weißt bestimmt nicht, wie das geht, ne? Normalerweise schon, doch. Doch, er weiß, wie man Leute rausschmeißt. Nee, Okay. am Handy. Okay, bis dann. Bye, bye. Ja, ich glaube, das war's. Ende Gelände. Was haben wir jetzt braucht? Eine Stunde? Was soll man noch dazu sagen? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass das eine Haterin war. Oder eine echte Spinnerin. Ich bin hin und her gerissen. Glaubt, dass er Haterin war, aber wir werden sehen. Das kommt Quiz raus. Wenn es eine war, das kommt Quiz irgendwann raus. Bis dahin. Ich glaube, wir werden in nächster Zeit wieder mehr vom Reini sehen. Das hat sich jetzt nicht so angefühlt wie, ich mache mal hier zwischendurch mal wieder irgendwie ausnahmsweise einen Streamer, sondern das, glaube ich, war eher so, aber jetzt ist wieder Qualitätsoffensive angesagt. So, jetzt lege ich richtig los und jetzt geht meine Social-Media-Karriere sauber durch die Decke. Wenn ich irgendwann mal reich und berühmt bin, dann kommen auch die Mullen. Leider nein, leider gar nicht. Also, tut nicht, was Rainer tut. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Viel Glück und Gesundheit. Und mit Love.